Warte, trink noch schnell, dann kann ich mein Mikrofon nämlich nochmal. Ah, okay. Weil das ist so vor meinem Hals, das schaut aus, als hätte ich keinen Hals. Quatsch, du hast wirklich kein Hals. Oh nein, ich bin aufgeflogen. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Und damit herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge. Ihr holzt uns immer noch in die Charts, das ist Wahnsinn. In Österreich war es jetzt sogar auf Platz 51. Ihr streichelt unsere Egos so abartig. Macht's weiter so. Danke, danke. Das kann sich nämlich jetzt auch in Zukunft so richtig rentieren für euch, fällt mir gerade auf. Wir küren nämlich ab jetzt einen Wellensittich der Woche. Das bedeutet, wer sie in dieser Woche am meisten bei uns einschleimt, wie das dann ausschaut, könnt ihr selber entscheiden. Ihr wisst ja, wer mich überzeugt. Bargeld. Na, aber wer am meisten supportet, wird als Wellensittich der Woche hier in der nächsten Folge gekürt und kriegt sogar eine kleine Überraschung nach Hause geschickt. Also gebt's euch Mühe, Freunde. Und falls jemand so frech ist und diesen Podcast nicht von Folge 1 auch schon gehört hat, für den stellen wir uns jetzt nochmal vor. Wir sind 3 wundervolle junge Damen aus dem schönen Bayern. 2 von uns kommen aus Oberbayern, nämlich Anja. Servus. Und Verena. Grüß euch. Und eine von uns kommt daher, wo der Grund nichts wert ist. Aus Niederbayern. Servus, Reis. Das bin ich. Servus. Und wenn wir gerade schon dabei sind, uns vorzustellen, dann darf man natürlich auch gerne Werbung machen für unsere Social-Media-Accounts. Ihr folgt uns jetzt bitte alle auf Instagram, auf TikTok, ihr abonniert unseren YouTube-Kanal und wenn ihr es noch nicht da habt, gebt uns sehr gerne 5 Sterne auf der Streaming-Plattform eurer Wahl und schickt es vielleicht auch mal eurer Oma oder so, die freut sich bestimmt auch. Danke. Ich finde es nicht zu viel verlangt. Nein, überhaupt nicht. Vor allem, wenn wir der Wellensittich der Woche wären, wo ich sag's nur mal. So. Ja, ich habe mir gedacht, wir könnten die Kennenlernphase heute ein bisschen intensivieren, weil die Leute wissen ja jetzt noch nicht so viel von uns. Okay, sie wissen eigentlich schon ziemlich viel Abgründe, aber es gibt noch mehr Abgründe, da bin ich mir sicher. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir lernen uns halt jetzt mal noch ein bisschen besser kennen. Und ich möchte halt gleich mit was sehr Unangenehmen einsteigen. Und zwar gibt's was die allgemeine Menschheit beherrscht, aber ihr nicht. Res? Auf jeden Fall. Ich habe gleich was richtig Unangenehmes. Jeder Mensch auf der Welt, den ich kenne, der älter ist als 10, weiß, wie man pfeift. Ich nicht. Ich kann's nicht. Ich weiß auch, dass es verschiedene Arten gibt. Man kann ja irgendwie nach innen pfeifen und nach außen pfeifen. Ich kann beides nicht. Ich kann's einfach nicht. Kannst du es trotzdem demonstrieren fürs YouTube-Video? Sehr ungern, aber ich sag's euch. Es es klingt folgendermaßen. Ihr werdet jetzt nichts hören, aber Okay, Dreas formt einfach im Mund rund und bläst Luft aus, glaube ich. Ich mache meine Lippen extra so. Mühe? Ja, ich gebe mir richtig Mühe. Okay. Ich kann's nicht. Weil das ist mein Lieblingslied gewesen, das war echt schön. Das hat mich berührt. Weiß nicht, Ja, also falls bei irgendjemand beibringen kann, wie man richtig pfeift, gern auch so einen richtigen Bergpfiff mit die Finger oder so, das da die auch gern kennen. Meldet euch bei mir. Ich darf gerne einen Kurs besuchen. Sehr gut. Fredi, was ist bei dir? Ich kann nicht rülpsen. Was? Das war mir neu. Also bitte. Hab ich schon mal in deiner Gegenwart einen brachialen Rülpser rausgehauen? Ich glaube nicht. Nein, brachial nicht. Ja, also, so ein Damenkopperl. geht schon, aber so einen richtigen geilen Rülpser kann ich nicht. Das ist peinlich für uns alle.
Ja, das ist wirklich peinlich. Also ein Kopperl geht, aber mehr ist nicht drin. Ich freue mich immer richtig, wenn es so ein bisschen so wird, aber mehr wird's nicht. Ja, manche Kinder das komplett die ABC rübsen, das finde ich gut. Manche. Ja, Schau niemand an. hätte ich auch gern können. Ja, vielleicht könnt ihr da beide einen Kurs an der Volkshochschule besuchen. Ja, ich glaube, das ist ein Doppelfach tatsächlich. Rülpsen und Pfeifen. Bin mir sicher. Was kannst du nicht, Anja? Mit geschlossenen Augen schlafen. Sehr gruselig. Ja. Ist echt. Ich weiß das ja selber nicht, aber es wird mir von Menschen, seitdem ich klar bin, die neben mir schlafen, berichtet, dass meine Augen immer ein bisschen offen sind. Ich demonstriere euch das mal kurz, weil ich habe Fotos gesehen. Das schaut ungefähr so aus. Also alle auf YouTube können nicht schauen. So schlafe ich. Da fühlt man sich, glaube ich, nicht beobachtet. Also, um das vielleicht für unsere Hörer mal zum Beschreiben, man sieht wirklich nur noch so ein ganz, ganz kleiner Schlitz von der Anja ihre Augäpfel. Es schaut aus, als das einem sehr, sehr angestrengt anschauen. Gruselig. Na, gruselig. Es ist sehr gruselig. Und da kann ich aber nichts dafür, da kann ich nichts dagegen machen. Aber wo ich auf jeden Fall was dafür kann, oder was heißt, was dafür kann, ich kann es halt einfach nicht. Ich hab's auch sehr, sehr oft probiert und ich werde auch keinen Volksschulhochkurs mehr besuchen. Es ist mir wurscht, dass ich es nicht kann. Ich hab's akzeptiert. Ich kann kein Feuerzeug mit einem Rädchen bedienen, wenn das so ein Radl hat. Ich check's nicht. Es geht nicht an. Und jetzt braucht ihr mir auch gar nicht in meine DMs sliden und irgendwie, du musst das so. Meinst du, es hat mir noch nie jemand erklärt, ich kann's nicht. Okay, aber andersrum, weil ich möchte ja nicht, dass ihr hier komplett blöd dasteht. Gibt's was ihr kennt und was die allgemeine Menschheit vielleicht eher nicht kann? Res? Es ist vielleicht ein bisschen nischig. Also es ist nicht so, dass das die Allgemeinheit nicht kann, aber ich glaube, ich kann das gut. Ich bin sehr gut im Telefonieren. Ich liebe Telefonieren, vor allem wenn es ums Termine ausmachen geht. Also jetzt gar nicht so am Telefon mit wem ratschen oder so, aber ich rufe gern bei Hotlines an, ich rufe gern bei Ärzte an, bei irgendwelche Ämter und ich biete diese Dienstleistung auch für meine Freunde und Freundinnen an. Ich mache das gern für andere Leute. Das gefällt mir. Und für Millennials, für Leute aus unserer Generation, ist das ja schon ein Problem, irgendwo anzurufen. Also das mengen die meisten ja gar nicht, aber ich schon. Das ist echt Ich gut. hasse das. In meinem nächsten Song geht es sogar darum, dass ich nicht gern wo anrufe. So wichtig ist mir das. Ja. Ja, krass. Und was bei dir, Vreni? Ich kann eine Augenbraue heben. Aber nur die linke. Das machst du auch oft und gern. Ich liebe das, wenn du das tust. Ich liebe das auch. Da kommen immer so andere zwinkern und ich heb meine Augenbrauen. Oh, und da fällt mir auch noch was ein, was ich auch nicht kann. Zwinkern. Mit einem Auge. Kann ich nicht. Kann ich auch gern für YouTube jetzt so demonstrieren. Also ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr müsst halt einmal auf YouTube schauen kurz. Ich zwinker jetzt auch. Stark. Es gingen beide Augen gleichzeitig zu. Stark, ja. Wer ist der Es Coolste schaut aus, hier? als hätte es der Fliegen im Auge. Ja. Aber ich kann das auch nicht. Ich kann das nur, wenn dabei mein Mund sehr weit aufgeht. Also ich kann es auch nur mit dem rechten Auge. Und es geht nur, wenn der Mund dabei aufgeht. Okay. Da schaust du aus wie das eine Emoji. Danke. Liebe ich sehr. Ja. Ja, schön. Ja, talentierte Frauen einfach, kannst nix sagen. Ja. Kannst nicht sagen. Was ist dein Ach so, Special-Talent? wollte ich gerade sagen, wo ich mich keiner fragen, was mein Talent ist. Wisst ihr, was mein Special-Talent ist? Na, aber du wirst es uns bestimmt gleich erzählen. Ja, ihr habt das wahrscheinlich schon mal beobachtet. Laut meine Mitmenschen ist nämlich mein größtes Talent, dass ich mein eigener Stuhl bin. Was? Ich weiß, was du meinst. Na, nicht. Echt? Hast du das nicht gesagt? Meine Familie findet das immer sehr lustig. Ich kann in der Hocke sehr lang auf mir selber hocken. Also mein Körper ist an
anatomisch so, dass ich mich auf mich selber draufhocken kann. Also Auf während was? andere schon mal, ja, auf meine Wadel halt. Also Ach so. während ja. andere schon mal so in der Hockposition bleiben können, kann ich da halt ewig bleiben, weil ich da drauf hock. Also meine Fersen sind auch am Boden dabei, weil viele Leute können eine Fersen dann nicht am Boden hin da, die fallen um. Aber ich bin mein eigener Sessel. Das ist einfach ein Premium-Yogi-Squat, glaube ich, was du da machst. Ja, ich war letztens auch bei Freunden und da hat ein Stuhl gefällt. Und dann hat auch jemand gesagt, dass das jetzt mein großer Moment ist. Man hilft, wo man kann. Schön. Meine nächste Frage war halt, was ist eurer Meinung nach das Seltsamste an euch? Beziehungsweise ein seltsames Verhalten oder laut der Meinung von anderen Leuten? Res, leg wieder los. Ich habe ein bisschen Angst, das jetzt zum Erzählen, weil ich nicht weiß, ob es euch schon aufgefallen ist. Und ich befürchte, wenn ich euch jetzt darauf hinweise, dann fällt es euch auf. Aber bei mir ist auf jeden Fall, dass ich mich dauernd räuspern muss. Also wirklich am laufenden Band. Ich bin ein alter Mensch. Ich bin wie so ich mache lauter so Vatergeräusche halt auch. Das ist ein Klassiker ab einem gewissen Alter, glaube ich. So beim Hinsetzen, beim Aufstehen, beim Aufheben von irgendwas. Und was halt jetzt bei mir auch dazu kommt, ist dieses Räuspern. Es ist echt abartig. Ich räusper mich bestimmt in der Stunde 20 Mal oder so. Es ist so nervig. Ich hasse das selber an mir und ich weiß auch, dass Leid in meiner Umgebung aufregt. Mir ist es bei dir noch nicht aufgefallen. Ich finde, Farina räuspert sich auch brutal oft. Also da fällt es mir eher auf. Nein. Jetzt wird es bei uns beide auffallen. Echt? Irgendwann rastet es völlig aus. Ich möchte ja nur mehr als ein persönlicher Vocal Coach sagen, dass man sich nicht räuspern darf. Das mag die Stimme überhaupt nicht. Ich weiß schon. Eieiei. Man sollte das ja, also das ist ja irgendwie eine Ablagerung auf die Stimmbänder oder so. Man sollte das ja abhusten. Was ist so Ja. eklig. Bäh. Aber da ich laut YouTube-Kommentaren die schlechteste Sängerin bin, die ein Mensch jemals live gesehen hat, glaube ich, kann ich echt auch keine Tipps geben. Na gut. Dann räuspern wir uns lieber Ja, weiter. bist echt nicht in der Position. Oh ja. Res, ich hätte gerne nur eine Demonstration davon, welches Geräusch du machst, wenn du dich hiogst. Dazu muss ich mich hinsetzen, das muss natürlich passieren. Ich glaube, ich kann das nicht so Okay. abrufen. Aber ich glaube, es sind lauter sehr kleine Geräusche. Ja, wir hören zu. Heute ist sehr viel Demonstration. Heute ist sehr viel Demonstration. Okay, was darf ich jetzt hin? Aber es ist so Da ein haben wir das gehört. Ausatmen, so. Ja, ich hab's gehört. Und was auch dazu Sehr kommt beim sanft. Hinsitzen, das darf man bei mir auch nicht vergessen, ist, dass meine Knie bei jeder Bewegung, wo die abgewinkelt werden, also auch beim Hinsetzen, meine Knie klingen so, als darf man einen Klettverschluss aufmachen. Ich weiß nicht, was da drin kaputt ist, aber wir haben es ja Okay. letzte Folge gehört, die 10 Jahre Ballett sind auf jeden Fall nicht spurlos an meinen Gelenken und an meine Fiers und vor allem auch an meine Knie vorbeigegangen. Naja. Verdammt. Ja, schön. Verena, was ist bei dir? Hast du irgendein seltsames Verhalten außer am Räuspern, das wir anscheinend gemeinsam haben? Ist da aufgefallen, wir haben was gemeinsam? Ich hab mal die Stöhnen mehr da rum. Also so ächzen, so. Oh Gott. Eierskämmer. Das ist aber sehr witzig, weil wo die Anja mich da drauf hingewiesen hat und ich dann eines Tages mal Zeit mit meiner Mama verbracht habe, ist mir aufgefallen, dass die das die ganze Zeit macht. Also ich mutiere anscheinend zu meiner Mama, je älter ich werde. Naja. Anderes komische Verhalten. Ich bin immer sehr durstig und der Durst geht nur weg, wenn ich aus große Gefäße trinke. Also auch Wasser. Ich meine damit Wasser. Wenn ich aus einem kleinen Wasserglasel trinke, es ist wurscht, wie oft ich das wieder auffülle. Ich habe nicht das Gefühl, dass mein Durst weggeht. Und wenn ich aus einem großen Glasel trinke, dann schon. Und ich bin generell Fan von großen Gefäßen. Ich habe hier halt auch zu Demonstrationszwecken. Verena hat eine sehr große Vogeltasse in die Kamera, Ja. auf der anscheinend wir 3 abgebildet sind. Ich weiß nicht. Ja, da sind noch mehrere wie mir 3 drauf. Ah. 4. Auf jeden Fall hat die ungefähr ein Fassungsvermögen von einem Liter, diese Tetas. Und ich finde, das ist absolut angebracht für Tetas. Ja,
wenn du da Kaffee einfüllen darfst, dann warst du auf jeden Fall bereit dafür, in Amerika zu wohnen. Weil ich finde, da, wenn man sich einen Kaffee to go bestellt und man denkt sich, ja, ich nehme einen großen, und dann kriegt man so 1,5 Liter und so, ach so. Genau. So groß. Dann nimmst du am besten nie einen großen. Und was ist dein seltsames Verhalten, Anja? Also ich glaube, das Seltsamste an mir ist, dass ich eine sehr ausgeprägte Raum-Zeit-Synästhesie habe. Achtung, das kann jetzt für einige von euch ein absoluter Hirnfick werden, wird Oma sagen dort. Dazu muss ich euch kurz eine Frage stellen, liebe Wellensittiche. Und zwar, wie schaut euer Jahr aus? Oder wenn ihr an eine Woche denkt, seht ihr da was? Hat das eine Form? Ist das ein Kreis? Oder ein L? Oder eine Linie? Oder checkt ihr gerade null, was ich meine? Weil wenn ihr wisst, was ich meine, dann habt ihr auch diese sehr seltene Form von einer erweiterten Sinneswahrnehmung quasi. Also bei Synästhesie sind immer Gehirnareale miteinander verknüpft, die halt sonst eigentlich nicht miteinander verknüpft sind. Also manche Leute kennen ja zum Beispiel Farben hören. Wenn die Musik hören, dann sehen die Farben. Und ich hab das quasi mit räumlichem Zeitsehen quasi. Also das ist schwierig zu erklären. Aber wenn ich an ein Jahr denke, dann hat das für mich immer einen Kreis. Und dann kann ich zum Beispiel zum Januar in meinem Kopf gehen und kann aber auch vom Januar auf den September schauen oder vom September auf den Februar. Also ich kann mich da immer einzoomen und dann von der anderen Seite schauen. Genauso wie mit einer Woche, da ist das auch für mich ein Kreis. Und der Donnerstag zum Beispiel, der ist ja der wichtigste Tag für uns alle, der ist bei mir zum Beispiel immer so rechts oben. Und das ist auch ein festes System. Also das ändert sich bei den Leuten auch nicht, die das haben. Das ist immer am selben Ort. Aber ich kann halt dann zum Donnerstag in Gedanken hin und kann halt dann aufs Wochenende schauen und sehe da meistens auch schon meine Termine eintragen. Und das ist vererbbar. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine Krankheit oder so, ist einfach eine Sinneswahrnehmung. Und ich habe dann meine komplette Familie gefragt, wie ein Jahr ausschaut, und niemand hat es beantworten können, bis ich dann meine Oma angerufen habe. Und die hat dann gesagt, ja, das ist ganz schön breit, das Jahr. Und dann habe ich gedacht, okay, alles klar. Wir verstehen uns. Und ich glaube, dass ihr zwar die einzigen Leute seid in meinem Umfeld, die das auch ein bisschen haben, weil ihr da auch euch eingefühlt habt können und alle anderen zu mir gesagt haben, hä, von was redest du? Wie war das bei euch nochmal? Wie hat das bei euch ausgeschaut? Bei mir ist eine Linie und auch wie so ein Zeitstrahl, den ich immer weiter wischen kann, sozusagen. Und auch zurückfahren auf diesen Zeitstrahl und weiterfahren auf diesem Zeitstrahl. Das ist so wild, aber ist es bei dir nur beim Jahr oder auch bei der Woche? Na, auch bei der Woche. Wild. Und wo ist der Donnerstag bei dir? Also es ist so schön nach der Reihe und ich kann immer weiter drauf fahren, sozusagen, wie wenn ich auf einem Zeitstrahl fahre. Und dann fängt er immer wieder eine neue Woche an. Du musst quasi nicht zurückfahren. Ja, genau. Okay. Nein, ich fahre nie zurück, nur vorwärts. Wow. Und Res, hast du was Ähnliches? Ja, bei mir ist, ich sehe halt einen Kalender vor mir. Also ich sehe Kalenderbladel vor mir und da halt dann die Wochen drauf, die Monate und kann da so durchbladeln. Also ich sehe es nicht als Kreis oder als Linie, sondern als Kalender. Weiß ich jetzt nicht, ob das dem dann überhaupt zu 100%ig entspricht. Weil ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, wenn sie an einer Woche denken oder an einen Monat, einfach ein Kalenderbladel vor sich haben. Weiß ich jetzt nicht. Ja, also die ganzen Leute in meinem Umfeld, die ich gefragt habe, die haben auf jeden Fall gar nichts gesehen. Also das ist ja so, wie wenn man jetzt, halt, um es vielleicht jetzt nochmal ein bisschen vorstellen zu können, das ist ja nicht so, dass wir das jetzt halt irgendwie vor uns schweben sehen, sondern wenn ihr jetzt alle ans Meer denkt, dann seht ihr ja meistens auch was. Also ich glaube ja, die meisten Leute denken schon irgendwo in Bildern und so kann man sich das dann vorstellen, nur dass es halt unausweichlich ist irgendwie so. Also wenn ich an Februar denke, dann sehe ich automatisch was in meinem Kopf. Und ich kann das dann nicht sehen. Und es ist auch immer das Gleiche. Und ich glaube, wenn es dann immer bei dir ein Kalenderding ist, dann wird das schon sowas Ähnliches sein. Aber bin ich jetzt auf jeden Fall gespannt.
ob es jetzt irgendjemand von euch das Hirn zerrissen hat, liebe Wellensittiche, weil mir hat es in meinen 20er dann nämlich das Hirn zerrissen, als ich mal jemanden gefragt habe, wie sein Jahr eigentlich ausschaut und der hat es nicht beantworten können und dann habe ich das gegoogelt und ich habe überhaupt nicht gewusst, dass das eine Form von Synästhesie ist und fand das dann richtig spannend und bei mir ist das halt so ausgeprägt, dass ich das mit sämtlichen Zahleneinheiten habe, also zum Beispiel auch mit Schuhgressen und so. Also, Ach, krass. Schulgressen sind nämlich bei mir auch auf einer Linie tatsächlich. Und ich schaue immer von meiner Schulgress auf andere Gressen. Also ich hocke immer bei meiner Schulgress. Ja, sind wir unserem Ruf als Wissenschaftspodcast wieder gefolgt, gell? Bildungsauftrag erfüllt, jetzt kann es wieder ums Saufen gehen. Was ich euch auch noch fragen wollte, aber diese Frage hat sie irgendwie schon ein bisschen beantwortet, aber vielleicht habt ihr noch was anderes. Schleicht sie bei euch manchmal so ein seltsames alte Menschenverhalten ein? Also jetzt unabhängig vom Räuspern oder von die Was für mich so typisch alte Leitverhalten ist, oder früher immer war, ist so random Leute auf der Straße oder im Supermarkt ansprechen und mit denen ratschen. Egal, ob die jetzt gerade Lust drauf haben oder nicht. Und in manchen Momente merke ich, dass ich da Lust drauf habe, dass ich mir denke, jetzt sage ich was, jetzt rede ich die an. Ich halte mich dann zwar immer nur zurück, aber ich finde, das ist eine Oma-Art, dieser Oma-Impuls, der ist in mir drin, dass ich mir denke, jetzt so ein netter Ratsch an der Kasse. Und gestern erst einen gehabt, einen netten Ratsch an der Kasse tatsächlich mit der Kassiererin, weil die ihren Urlaub geplant hat. Und dann haben wir halt drüber geredet, wie es ausschaut und so. Und sie hofft, sie kriegt noch im September. Ich drücke ihr Daumen. Muss ich das nächste Mal fragen, wie es gelaufen ist. Mir auch. voll lieb. Hast du sowas auch, Verena? Ja, mir fällt auf, dass ich Leute, die nicht signifikant jünger sind als ich, als Kinder bezeichne und denen was von seiner Zeit verzeihe. Also sag, wo ich 18 war, da warst ja du nur in Adams Wurstkessel. Da war die Person auch schon 13, beruhig dich, Verena. Also es ist jetzt nicht so, dass ich 100 Jahre älter wäre, aber irgendwie, weiß ich nicht, fällt mir auf, mir ist also wo ich in dem Alter war, so Anfang 20 oder so, hat mich das auch brutal aufgeregt, wenn Leute mich nicht ernst genommen haben. Und jetzt mache ich das genauso mit Leuten, die ein paar Jahre jünger sind wie ich, nicht viel. Und Anja, was ist bei dir? Bei mir sind es auf jeden Fall die Selbstgespräche, die zunehmen. Also ich rede sehr viel mit mir selber. Ich habe meinen Papa dafür immer ausgelacht, weil der huckt sehr oft vor dem Computer, wenn er arbeitet und redet dann. Und mittlerweile mache ich das auch schon. Und ich singe im Supermarkt. Wenn ich so durchlatsche mit meinem Einkaufswagen, dann singe ich ganz leise. Naja, finde ich aber irgendwie auch gut. Das finde ich süß. Ja, schön. Dann wissen wir wieder mehr voneinander, das freut mich. Und für die 3 Besten versus die 3 Schlimmsten habe ich mir halt was ausgedacht, was jetzt dazu führen kann, dass wir uns gleich richtig futzen. Ich freue mich drauf. Die 3 Besten, die 3 Schlimmsten. Oh nein, leck mich fett in die Fressen geschissen. Und zwar, sagt's mir doch jetzt bitte mal, die besten Charaktereigenschaften und die schlimmsten Charaktereigenschaften von der jeweils anderen. Und wir haben uns dafür zusammen und haben quasi immer im Zweierteam das herausgearbeitet über die dritte. Und da starten wir jetzt mit der Verena. Res, magst du vortragen? Ich bin aufgeregt. Zu Recht. Auf dem 3. Platz bei deinen positiven Eigenschaften, Verena, ist, dass du uns, wenn wir es brauchen, schimpfst und uns damit motivierst. Danke dafür. Verena ist die Erwachsene von uns, die hat ihr Leben im Griff und wir sind die kleinen Küken und blicken zu ihr auf. Ich tue so, als hätte ich mein Leben im Griff. Ja, aber erfolgreich. Ja. Fake it till you make it. Fake it till you make it. Auf Platz 2 deiner positiven Eigenschaften ist, dass du eine Ultra-Support-Maus bist.
egal welchen Song Anja schickt, bevor ich schreiben kann, wie ich ihn finde, hat Verena schon geschrieben, oh mein Gott, das ist der beste Song, bring ihn raus, ich brauche ihn jetzt. Egal, was Anja postet und ich mir denke, da kann ich jetzt mal kommentieren, zum Supporten ein bisschen, hat Verena schon lang kommentiert. Und das schätze ich sehr an dir. Und es ist ja wirklich wurscht, weil ihr seid ja die allerersten, die an meine Songideen hören. Also bevor ich überhaupt ins Studio gegangen bin. Und es ist wirklich egal, was ich präsentiere. Verena feiert alles. Verena sagt immer, es ist das Beste, was sie jemals gehört hat. Da kann ich sogar einen Song aus unseren 14 bauen. Jetzt als war das nicht schon in Wirklichkeit passiert. Nein, das ist nie passiert. Und Fredi feiert's und das liebe ich einfach. Danke dafür. Ja, und auf Platz 1 der besten Eigenschaften von der Verena haben wir, dass du noch uns zwei der lustigste Mensch auf der Welt bist. Herzlichen Glückwunsch. Da gratulieren wir. Danke. Es ist mir eine Ehre, dass ich hinter euch zwei bin. So, dann kommen wir zu deinen schlimmsten Eigenschaften, Verena. Oh. Das fühlt sich gerade ein bisschen so an, wie wenn die Eltern vom Elternsprechtag heimkommen und dir dann erzählen, was die Lehrer alles gesagt haben. Ja. Ist gut, dass meine da nicht hingegangen sind, deswegen kann ich da nicht mitdenken. Ihren Eltern. Nein, die Mama wird jetzt sagen, ich bin hingegangen. Aber meine Mama hat sich meistens nur über die anderen Eltern beschwert. Lalalala. Weil ich bin aufs Gymnasium gegangen und meine Mama war auf der Volksschule. Und dann hast du gesagt, die anderen Eltern schon wieder mit, Also so war das Mathebuch doch bei uns früher nicht. und dann meine Mama immer so, da habe ich einfach sagen müssen, ich habe keine Ahnung. Der war das immer alles ein bisschen wurscht und dafür liebe ich es. Ja. Auf Platz 3 deiner negativen Eigenschaften ist, dass du uns manchmal schimpfst. Jetzt ist schon brauchen. Weil wir haben dann nämlich auch immer ganz schön Angst, wenn du uns schimpfst, weil du bist ja autoritär. Ja. 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 Auf dem zweiten Platz deiner negativen Eigenschaften ist eine Frechheit. Und zwar folgende. Verena furzt leise in unserer Gegenwart und lasst uns nicht daran teilhaben. Sie sagt dann nach einer Stunde ungefähr so, ich schwärstel schon die ganze Zeit und ihr merkt es nicht. Ja, sag halt was. Das ist so assi. Ich hab gewusst, dass das kommt. Und zu Recht, oder? Zu Recht, Verena. Ja, okay. Es ist sie mal beschwert worden, möchte ich dazu sagen, von den anderen zwei, dass ich nie in einer der Gegenwart furz und das hat eben einfach nicht gestimmt, weil es passiert auf jeden Fall. Sie merken es bloß nicht. Hinterhältig, Sandy. Ja, das stimmt. Verena hat einen hinterhältigen Arsch. Ja, das ist sehr schade, weil in unserer Freundschaft wird es wahrscheinlich schon erfahren habt, liebe Wellensittiche, wären 14 der jeweils anderen schon positiv bewertet. Also heizt den Raum und hebt die Stimmung. Ja. Nicht 14 im Allgemeinen, nur der jeweils anderen. Das ist übrigens der lustigste Kommentar, den ich gelesen habe bei unseren Wellensittich-Stammtisch-Accounts, weil da hat Verena ein Video zusammengeschnitten daraus, dass sie gesagt hat, dass sie den Geruch von fremde Schers halt nicht mag und dann hat jemand drunter geschrieben, dass das ein Schmarrn ist, weil, was hat er geschrieben? An einem Schors von einem guten Freund, da schnaufe ich mich nicht satt oder irgendwie so. Ja. Echt? Den habe ich gar nicht gelesen. Da War hab ich sehr gedacht, schön. Du matchst Herrlich. unseren Humor. Also auf Platz 1 deiner negativsten Eigenschaften ist, dass du passioniert mit Herz Radl fährst und somit auch unseren Ruf gefährdest. Verstehst du, was du uns auch tust? Du gibst es öffentlich zu. Ja. Wie stehen wir jetzt da, frage ich dich. Tatsache, Brüder, aber zu meiner Verteidigung, ich fahre Mountainbike und Mountainbiker sind die coolen Radlfahrer. Allein, dass du das sagst, unterstreicht meine Aussage nur.
fahre auch kein Gravelbike. Ja, ich fahre Berge hoch, okay? Ja, du bist keine Rennradlfahrerin. Das, wenn du jemals wärst, dann müssen wir dich leider vom Rad schubsen. Aber Ich fahre nicht auf der B2 und störe euch beim Autofahren. Niemals. okay. Na Okay. gut. Gut. Ist okay. Wir lassen milde walten. Hast Glück gehabt. Okay. Ja, passt auf, was jetzt bei euch kommt. Ja, gut. Dann machen wir weiter mit Mit dir, Anja. Autsch. Ja. Bist bereit? Na, eigentlich nicht. Wir fangen mit den positiven Sachen an. Auf dem 3. Platz bei deinen positiven Eigenschaften ist, dass egal wo du ohne uns fort bist, wenn da irgendein Wolle Petri-Song läuft, dann kriegen wir ein Video von dir. Und das erwärmt mein kleines Herz und das weiß ich sehr zu schätzen. Das stimmt. Ja. Gott sei Dank spielen sie ja überall, wo ich bin, an Wolle Petri, weil wo ein Wolle Petri nicht gespielt wird, wo ich ja nicht fortgehe. Auf Platz 2 deiner positiven Eigenschaften ist, dass du, wenn es dir vom Saufen schlecht ist und du auf dem Klo hockst, per WhatsApp Bescheid gibst, dass dir schlecht ist und du speien musst, damit ich rechtzeitig käme und das filmisch festhalten kann. Das ist so assi. Aber es ist auch gut, dass du gekommen bist. Also nicht, dass du das gefilmt hast, das finde ich nach wie vor frech. Aber ich habe die ja braucht zum Speien mit. Habe ja in der letzten Folge, glaube ich, schon erzählt, dass du mir, oder in der vorletzten, dass du mir dann Dinge erzählt hast, die ich selber eklig finde, damit ich speien kann. Und das macht nur eine wahre Freundin. Aber was ich auch sagen muss, ist, das filmisch festhalten, uns gegenseitig in unseren schlimmsten Momenten, das mache ich, weil du das immer machst, Anja. Das habe ich davor nicht gemacht. Da gab's immer Videomaterial. Wie, Ja, aber das- keine Ahnung, Dres und ich am Boden flacken, sollenmals im Spinnradl, weil wir uns gegenseitig umgerissen haben vor lauter Rausch. Und da werden auf alle Fälle Handys auspackt. Was erwartest du, dass ich euch da aufhelfe? Ich habe euch gefilmt und habe euch nur mal Nein. umgeschubst. Ja. Ja, ist ja gut so, aber Wir sind doch da nicht wegen Rausch umgefallen. Das möchte ich schon einmal ins richtige Licht rücken. Wir sind da vor Freude umgefallen, weil jetzt ist Schluss mit lustig aus den Lautsprecherboxen genau. blärt hat. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, liebe Wenzel, wie lustig die Situation war, weil das einfach, wir haben uns natürlich, weil wir fortgegangen sind, klar, haben wir uns einen Wolle Petri-Song gewünscht, und zwar unseren Lieblingssong, der heißt Weiß der Geier. Oder weiß er nicht? So nämlich. Ich liebe dich. So nämlich. Auf jeden Fall haben wir uns den gewünscht und der DJ hat gesagt, ja, klar, spiel ich, aber wie es DJs halt so oft mal machen, spielen sie ihn halt dann 2 Stunden später. Und da haben wir schon gar nicht mehr dran gedacht und die 2 sind umgefallen. Und dann hat dieser Song angefangen. Das war legendär. Der Anfang ist Thema von diesem Lied, wo die am Boden waren. Also wenn ich da nicht gefilmt hätte, da war ja keine gute Freundin. Ja. Das stimmt eigentlich. Das ist richtig. Ist verziehen. Ich lieb's aber ehrlich gesagt auch, dass ich Filmografin werde. Ich glaube, das ist das offizielle Wort. Ja, ja. Ja. sobald ich besoffen bin, weil es gibt ja so Leute, die halten generell alles in ihrem Leben fest und das mache ich nie, außer wenn ich saubesoffen bin und ich weiß am nächsten Tag dann auch nicht mehr und mache dann so meine Handygalerie auf und freue mich dann richtig über die ganzen Videos, Ja, die ich Das festhalte. stimmt. Ja, also jetzt weiter, positive Eigenschaften, 10 mindestens noch. Herz Also wieder einen auf. Platz hätten wir noch. Und auf dem ersten Platz für deine positiven Eigenschaften haben wir, dass du die witzigste Person auf diesem Planeten bist. Noch der Verena und mir. Gratulation. Danke, nehme ich gerne nur den Preis. Na, sehr gern, sehr gern. Ach ja, gut. Dann kämen wir zu dem Oberarschloch Res. Entschuldigung, deine Ja, weil negativen wir haben noch Eigenschaften. negative Eigenschaften. Den Anja. gibt's nicht aus. Die will ich nicht her. Ah ja, Die du hast ziehst du gesagt, du jetzt kannst sowas die von hier leid. Drucker. Nein. Gar kein Fall. Ja. Dass ich so hübsch bin. Mhm, ja, genau. Verena, fang an. Ich soll anfangen. Okay. Auf Platz 3 der negativsten Eigenschaften von der Anja ist,
dass sie uns regelmäßig zu Saufveranstaltungen verführt, wo dann am Ende Dres und ich einen krassen Absturz haben und sie nicht. Bodenlos. Also die Anja plant generell unsere Treffen meistens. Und wenn die Anja plant, dann ist immer irgendwas mit Saufen dabei. Wenn wir bei mir sind, fahren wir an den See und essen ein Spaghetti-Eis. Wenn wir bei der Res sind, stinken wir auf der Couch und fressen Pizza. Wenn wir bei der Anja sind, wird gesoffen. Also das ist eigentlich eine positive Eigenschaft von mir. Ich wüsste jetzt kein Negatives da drum. Außerdem hast du gerade erzählt, dass du mich beim Speim begleitet hast. Also ich glaube, das stimmt nicht so ganz. Wobei, da war Dres nicht dabei, stimmt, in der Dreierkonstellation. Versuch jetzt nicht, dir das schön zu reden, Anja. Man muss seine Fehler auch manchmal einfach in die Augen schauen. Das ist kein Fehler. Ja. Das werde ich nicht akzeptieren. Na gut. Na gut. Es wundert uns gar nicht, dass du unsere Kritik nicht akzeptierst. Ja. Ich habe schon gesagt, ich bin schamlos kritikunfähig. Das ist okay. Ich verzeihe da trotzdem den Platz 2 auf der Liste. Da haben wir nämlich, dass wir die immer zwingen müssen, die Gitarren rauszuholen und mit uns zum Singen. Das ist nie so, dass du sagst, Oh, so gerne singe ich heute mit euch, ja. na, es ist immer, jetzt spul halt endlich einmal, wenn wir 3 beieinander sind. Man muss die immer ein bisschen drängen. Also das ist eine Frechheit. Weil es ist doch immer schön. Kannst jetzt nicht sagen, dass das nicht schön ist. Wir wollen Chorproben. Jeden Tag, den ganzen Tag. Und es ist frech, dass du in diesem Podcast schon mal verzeiht hast, dass wir die zwingen müssen, deine Gitarre rauszuholen. Das ist Eine wirklich absolute so. Frechheit. Ja, einfach na. Ja, nimm das. YouTube-Kommentar, Hater, Sepp. Es gibt 2 Personen, die wie mit Absicht immer Singer hören wollen. Live. Gut, aber in dem Fall passt ja Tontechnik, weil da gibt's gar nicht. Vorteil. Wenn ich nämlich sehr, sehr, sehr schlecht singe, dann höre ich mich in 100% der Fälle nicht. Ja, schaut eigentlich. Sehr schade. Naja. Und auf Platz 1 der negativsten Eigenschaften von dir, Anja, ist, dass du, wenn wir alle 3 besoffen sind und Hunger haben, deine Brezen nicht mit uns teilst. Ja. Ja, ich werde mich ja nicht entschuldigen. Ja. Die Geschichte haben wir mal in irgendwelchen vorangegangenen Folgen schon erzählt. Falls ihr jetzt nicht wisst, was das ist, herzt diesen Podcast von vorne. Dann wisst Ja, ihr's. mein Gott, Herzen halt endlich von vorne, oder was soll denn das? Mein Gott. Es werden immer mehr Folgen. Jetzt könnt ihr mal aufholen. Auf geht's jetzt. Ja, also warum steigt ja jetzt erst ein? Also, Wo wart's ihr vor 8 Folgen? Und wieso hört man nicht gleich die erste? Wieso hört man nicht gleich vor Anfang an? Verstehe nicht, dass man einfach irgendwo neu hört. dass man was auslässt. Ja. Ja, dann hätte man noch einen Respekt. Oh. Da ist der Nikolaus aber richtig enttäuscht. Oh nein. Ich habe sogar ein Gedicht auswendig gelernt. Also, auf Platz 3 deiner negativen Eigenschaften ist deine Dreistigkeit. Dass du denkst, dass der Almöhi eher mit dir was anfangen hat als mit mir. Da raste ich komplett aus. Sag ich nicht als Fehler, wenn ich einfach realistischer denke als du, aber ist okay. Ich freue mich schon so drauf, diesen Schlamm-Catch-Kampf zu moderieren. Das wird nur geil. Du nimmst dir was vorweg. Du nimmst dir Teile unserer Live-Show vorweg. Hey, haben wir das noch nicht öffentlich gesagt? Das Schlammcatchen? Doch, da haben Doch, wir das Schlammcatchen haben wir schon erwähnt. Doch. Ja. Ja, schön. Ja, da wird es eine Siegerin geben. Und du wärst ganz schön blöd schauen, wenn ich zum Schlammcatchen mit dem Almöhi hinkomme, aber gut. Das sechs dann, ja. Ich hab da tatsächlich erst gestern mit dem Kidrap drüber geredet, über das ganze Schlammcatch-Thema. Und der hat gemeint, meinst du nicht, dass Dress dir irgendwie überlegen ist? Weil ich meine, sie geht zum Bouldern und so, sie hat einfach auch mehr Kraft. Und dann habe ich gesagt, dass sie beißen werden. Hey, wir haben gesagt, ohne Zwicken, ohne Beißen und ohne Haarziehen. Ja, na, ich habe gesagt, ich werd an Frido machen. Liebe Grüße an Frido, der hat auch diesen Podcast. Das ist ein
Fan, den wir sehr gern haben, Los Pedalos und ich. Und der hat letztes Mal einfach so am Harry, also einem Los Pedalos-Mitglied, ein Nippel eingebissen, aus dem Nichts. War unangebracht an sich, aber ich werde einen Frido machen bei dir. Das traust du nicht. Das traust du nicht. Ja, okay. Wir werden schauen. Okay. Alternativ werde ich die so lange küssen, bis dann einmal ihn immer ist. Ihr merkt, das Almöhi-Thema bietet weiterhin sehr viel Potenzial. Ja. Das beschäftigt mich täglich. Ja. Seid ihr bereit? Sollen wir weitermachen? Ja. Ja. Auf Platz 2 deiner negativsten Eigenschaften, Res, ist, du gönnst nie besoffene Sprachnachrichten. So. Du schickst immer Fotos, aber niemals kommt von dir eine besoffene Sprachnachricht. Und Das da möchte ich stimmt. dich bitten, nimm dir ein Beispiel an deiner guten Freundin Verena, die dir vor ein paar Tagen circa einen 70-minütigen Podcast in der Früh um 5 Uhr von ihrem Badteppich aus rotzbesoffen aufgenommen hat, damit du in der Früh was zum Anhören hast, während du aus dem Bett gehst und dir deine Zähne putzt und dir dein Frühstück machst. Bitte, gönn besoffene Sprachnachrichten. Was ist mit dir? Das war Ja. echt schön. Das war wirklich wundervoll. Ich zehre ja davon. Als Verena prüfen die Sprachnachrichten schickt, da bin ich immer ganz aufgeregt. Und auf Platz 1 der negativen Eigenschaften, der ist Schamio. Schamio. Du sagst Tschüss. Wer ein Saupreis. Das stimmt. Das ist für uns Oberbayern sehr, sehr schwierig zum Aushalten. Ich weiß, das machen sehr viele aus Niederbayern und auch aus der Oberpfalz. Ja. Herz, pfui! Einspruch, euer Ehren. Einspruch. Was? Verena hat gestern eine Sprachnachricht geschickt, bei der sie sich mit Tschüss verabschiedet hat. Ich habe es extra nicht erwähnt, weil ich dachte, gut, ich will kein Fassel aufmachen, vielleicht geht's ihr halt nicht so Der ist gut. beehrt. Aber du hast die ganz normal, aus tiefstem Herzen, mit einem ehrlichen Tschüss verabschiedet. So, und jetzt kommst du. Das glaube ich nicht. Das war nicht ehrlich aus tiefstem Herzen, sondern das war eine Hommage an die. Das war lustig. Na, aber Therese ist ja, die sagt ja nicht mehr Tschüss. Die sagt ja, wir alle Niederbayern Tschüss. Tschüss. Ja, Das ist schlimm. Herz auf damit. Ja, Der ist das nicht. Wir sind in Bayern. na, bitte. na. Jetzt höre ich mich an wie meine Eltern. Wir sind in Bayern. Ja, na. Kann ich geht mir akzeptieren, Ja. aber müsst damit leben, glaube ich. Das hilft nicht. nicht. Geht nicht. Geht nicht. Vor allem, ich finde das, also das ist für einen Oberbayern echt krass, weil wir haben ja in Passau studiert. Und wenn du da an der Kasse bist, dann die Kassiererin und dann sagst Tschüss. Das passt einfach nicht zusammen. Das Ja. Herz Das auf ist damit. seltsam. Nimm mich nicht zurück. Und entschuldigen wir uns auch nicht. Auf keinen Fall. Oh, heute wird Niederbayern ganz schick gerentet, die Arme. Das ist okay. Wir sind es gewohnt. Es ist nicht so, als wäre das neu für uns. Das halten sie aus. Ja, aber um uns mal kurz einzuschleimen, Verena und ihm, haben auch nicht nur einen Bachelor, sondern auch einen Master dann noch in Passau gemacht, weil wir Niederbayern so sehr ins Herz geschlossen haben. Und haben uns dann dazu entschieden, dass wir auf Minga brutal scheißen und weiter in Passau studieren. Daher, Bussi gehen raus. So, passt. Ja, Bussi an Niederbayern. Jetzt mal Bussi an mich, bitte. Hallo. Okay. Entschuldigung. Also ich war eigentlich fertig. Positive Eigenschaften, ihr Wichser. Her damit. Okay, dann muss ich gleich wieder weitermachen, weil das ist was vor allem mich sehr glücklich macht. Und zwar auf Platz 3 der positiven Eigenschaften von der Res ist, dass sie die richtigen Gummibälle und Mauerms isst. Sie isst nämlich am liebsten die gelben oder die Cola Mauerms von diesen krachenden Dinger. Und die mag ich am wenigsten. Und sie versteht nicht, wie ich die Roden am meisten mähen kann. Und ich finde, das ist einfach ein Match made in heaven. So. Besser geht's nicht. So eine Freundin wünscht man sie. Und ähnlich ist es auch mit Getränken.
Diejenigen, die brav sind und von Folge 1 weggehört haben, wissen's. Dres trinkt auch das, was mir nicht so gern mögen. Daher, man kann sich dann, wenn man da auch was ausgeben kriegt, das sage ich auch oft zu Antonia, da ist das nämlich auch so, da bin ich dankbar, wenn ich was nicht trinken will und dann nimmt Antonia oder Dres, die nehmen dann mein Glasl Sekt, wenn ich was ausgeben kriegt und schütten das dann einfach in ein Getränk rein. Ja. Danke dafür. Das So ist gern. Freundschaft. Ich mache weiter mit Platz 2 der positiven Eigenschaften von der Res. Und zwar ist Res eine absolute Heldin. Sie ist jemand, der sie absolut selbstlos für seine Freundinnen einsetzt. Und da möchte ich erzählst du nicht. eine Beispielgeschichte dazu Das erzählen. erzählst du nicht. Seinerzeit waren wir mal im Spinnradl. Wir waren aber im Spinnradl, das hat noch gar keiner gehört. Jetzt kommt eine ganz neue Geschichte. Ich hab da mit jemandem geratscht, den ich gut kennt hab. Und Dres hat gemeint, der grabt mich an. War aber nicht so. Doch. Und irgendwann später hat sie sich dann für mich in die Bresche geworfen und hat in ihrem Glauben mit dem Menschen, mit dem ich geratscht hab vorher, rumgeschmust. Hat sie dann noch rausgestellt, der, vor dem sie mich retten wollte, war gar nicht der, mit dem ich vorher geratscht hab. Und es ist auch überhaupt keine Gefahr von diesem Menschen ausgegangen. Aber das ist der schönste Gedankengang, den ich jemals erlebt habe. Also wirklich. Wirklich. Ich habe mich schützend vor dich geworfen. Verstehst du das? Hast. Und das wissen wir sehr zu schätzen, dass Ja. du in solchen Momenten die so für uns einsetzt. Ja. So selbst. Und dass ich den Herpes auch mitnehme, das muss man nämlich auch noch dazu sagen. Das darf man auch gern dazu erzählen, dass ich danach einen riesigen Herpes gehabt habe. Gern geschehen, Verena. Jederzeit. Wir haben das am nächsten Tag auch meiner Mama alles verzeiht, so vom gestrigen Abend, und die hat sich auch weggeschmissen. Und als ich dann mit meiner Mama auf Mallorca war mit der Antonia, die wohnt seit Folge 1 her und wissen's, hat meine Mama dann irgendwann zu mir gesagt, als Antonia angerannt worden ist, was bist denn du für eine schlechte Freundin? Und ich so, warum? Ja, magst du jetzt nicht mit dem Typ knuschen? Deine Freundin weg. Und das habe ich sehr geliebt, dass meine Mama das also sehr geliebt hat. Ja, ich bin einfach selbstlos, was möchtest du sagen? Ja, danke für deine unendliche Gutheit. Ja, Gern geschehen. das war schön. Ich hasse diese Geschichte übrigens. Ja, das war aber zu deiner Verteidigung war das auch der Abend, wo du 2 rustige Nägel drunter hast, was sehr, sehr assi ist, weil es einfach ganz viel Schnaps mit Tabasco ist und Ja. das war selbiger Abend und ja. Ja. Da warst du vielleicht nicht mehr ganz Herr in deiner Sinne, dann die einen sagen. Die anderen dann sagen, dass du die größte Heldin alive bist. Eben. Richtig. Ich habe mich auch schon mal aktiv dafür eingesetzt, dass die Geschichte nicht erzählt wird in diesem Podcast. Aber ich hätte wissen müssen, dass ihr beide einen Weg finden werdet, das irgendwie einzubauen. Naja, gut. Na gut, dann ist es halt so. Auf Platz 1, und da darfst du jetzt besonders geehrt fühlen, Res, ist, dass du noch der Verena und mir der lustigste Mensch auf dieser Welt bist. Na, hört's doch auf. Okay. Na, ihr seid die Lustigsten. Noch. Ja, das war sehr Du schön. darfst mit uns auf dem Treppball stehen. Ach, Ja. eine Ehre, danke. So, das war jetzt sehr schön. Jetzt habt ihr uns ein bisschen besser noch kennengelernt, liebe Wellensittiche. Wir wollen natürlich aber auch euch kennenlernen. Deswegen schaut's mal heute, wenn die Folge rauskommt, und morgen ist wahrscheinlich auch noch, am Freitag ist wahrscheinlich auch noch online. Schaut's mal auf unser Instagram-Profil, da machen wir eine kleine Umfrage, damit wir euch auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Und das präsentieren wir dann in der nächsten Folge natürlich anonym. Und jetzt kommen wir noch ganz schnell zu eurer Lieblingskategorie Liebesbriefe. Liebesbriefe. Leidenschaft, Sex, Gefühle, Feuer. Ein Gedicht für die Maid. Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Ich schick dir ein Dickpick, weil du bist der Frau. Super, liebe Grüße, Markus. Liebesbriefe. Und zwar hat der heute
Verena was rausgesucht aus unserem alten Gruppenchat, was ich anscheinend mal eingeschickt habe. Ich habe diesen Chat nicht mehr, daher bin ich jetzt sehr, sehr gespannt. Ich leg gleich einfach mal los. Der Patrick schreibt, Morgen Schönheit. Wünsche dir einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Ja, du bist atemberaubend schön und sehr hübsch und sexy. Weißt du das? Süße Gruß, Patrick. Na, der Patrick hat verstanden, was die besten Eigenschaften sind. Ich habe dafür was vom Daniel. Der hat es auch verstanden, was deine positiven Eigenschaften sind. Nämlich mega tolle, charmante und aggressive Frau. Er kennt die persönlich. Ja, kurz abschalten. Ja. Haben nicht wir auch erst einen Kommentar gekriegt, wo jemand wahrscheinlich schreiben wollte, dass wir sympathisch sind, aber geschrieben hat, dass wir symptomatisch sind? Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob der sympathisch schreiben soll. Er hätte mit beidem recht. Ja. Der Perry schreibt, hey, schönes Gesicht. Kann ich dir eine Frage stellen? Na, Nein. ich mag die Frage nicht, weil das ist eine Frage. Das ergibt keinen Sinn. Schreib nicht, kann ich dir eine Frage stellen, weil das ist eine Frage. Ja, und es ist auch noch nie was Interessantes, Sinnvolles oder nicht Beleidigendes darauf gefolgt, wenn jemand gesagt hat, kann ich da eine Frage stellen. Da kommt nie was Normales. Da kommt immer irgendeine Scheiße. Ja. Also nein, Perry. Na, Perry, es ist bei mir tatsächlich, hat es geändert, wenn ich das im Real Life gestellt kriege. Wenn Leute so kämen mit, der will ich mal was fragen. Dann war früher wirklich so, ab meinem 17. Geburtstag ungefähr sowas, war eigentlich so 10 Jahre lang die Hauptfrage dann, ist der Busen eigentlich echt? Ich dachte, was beschäftigt die Leute? Ich habe noch nie über den Busen für jemand anders nachgedacht. Das hat es jetzt aber abgelöst hinzu, also in 100% der Fälle kommt diese Frage, und ich weiß nicht, warum auch gerade diese Frage kommt, aber es kommt, wären jetzt dir eigentlich die Flüge auf Mallorca zahlt? Ja. Also, wenn ich jetzt mein Euro dafür kriegen darf, wenn ich das gefragt werde, dann kann ich auf jeden Fall auf Mallorca fliegen. Stark. Ja, Aber ich finde, das ist die bessere Frage. auf jeden Fall. Das ist die viel bessere Frage. Aber ich habe jetzt die allerbeste Frage vom Sassel. Bist du vergeben oder kann man dich ficken? Schätze mal vor der Alm, ich leidet so in meine DMs. Das ist so eine Frechheit. Ein anonymes Profil hat eine ähnlich spezielle Frage an die, und zwar, hast du schon mal jemandem in die Eier getreten? Da warten wir wieder bei den Fetischanfragen. Aber wieso ist das für manche Leute Fetisch? Mit Eier treten, hä? Ich glaube, dass einfach ungefähr alles ein Fetisch sein kann. Es ist, wenn es gibt, dann gibt es Leute, die einen Fetisch haben dafür. Und langt Ihnen dann die Information, dass ich das schon mal gemacht habe? Oder war dann da die Frage gekommen, wie viel Geld hat das denn bei mir machen? Das kommt, glaube ich, auf die Person drauf, aber ich glaube, dass manche schon lange sich vorzustellen, dass du schon mal jemanden mit Eier treten hast. Echt? Oder das ist wild. Naja, jeder was er mag. Aber schreibt es mal nieder. Schreibt es Leute, die das auch mögen. Der Arne hat auch nochmal eine speziellere Frage an die, und zwar sagt er, hey, fantastische Outfits von dir. Trägst du gerne Leggings? Sie hört nicht auf. Liebe Wellensittich, ihr merkt es. Sie schaut selber, oder? Ihr merkt es. Wer es bis jetzt noch nicht gemerkt hat und sie dachte, ja, das ist doch gar nicht so schlimm, als ja, aber mit der Häufung nervt es ein bisschen. Ja. Ich kriege übrigens sehr oft Kommentare von Typen, dass sie gern mal mein Dirndl anziehen mehr hätten oder meine Leggings. Ja. Okay. Ja, danke fürs Bescheid sagen auf jeden Fall. Ich finde, das ist auch generell so eine Antwort, die wo man eigentlich sau oft schreiben müsste. Also einfach auch auf euch so, danke fürs Bescheid sagen. So auf hässliches Hurenvieh, danke fürs Bescheid sagen.
Naja, in diesem Sinne, liebe Wellensittiche, bleibt's anständig und denkt dran, dass ihr euch bei uns einschleimt, damit ihr den Kelch des Wellensittich der Woche kriegt. Und dann folgt uns auf jeden Fall noch auf Insta, TikTok, YouTube. Lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung da auf der Streaming-Plattform eurer Wahl, da wo ihr das gerade hört. Abonniert uns, folgt uns und hört jede Folge. Danke, wir lieben euch. Servus. Ciao, ciao. Oh, verpasst die Chance, Tschüss zum Song. Tschüss. Stammtisch. Am jeden Donnerstag. Also na, sowas hörst du nicht. Voll Teufel, schalt aus das Klump jetzt.